Dafür braucht man die antike Münze. Dass wir Waffe freischalten können bei bestimmten Deluxe Safe Rooms. Buh, da bin ich wieder, ihr liebe Leute. Und damit wieder herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 7 Biohazard auf Pelzig. Ah, da haben wir flüssige Chemikalien. Das finde ich super, die habe ich übersehen. Und die kombinieren wir natürlich prompt mit dem Kraut. Da haben wir wieder ein bisschen Erste Hilfe und Arznei, was nur von Vorteil sein kann. Ja, dann machen wir uns mal auf in den Sumpf und gucken, was wir im alten Haus finden. Außer dem Margaret. Und ich habe jetzt schon Bammel wie Saudo davor, weil wir haben ja in dem Mia-Video in der VHS gesehen, was uns da erwartet und wie die Margaret dort drauf sein wird. Und ich habe jetzt schon tierisch Schiss davor. Oh Mann. Also da ist die Mia Achi geflohen. Und da hat sie die Margaret verfolgt. Oh Mann. Kann ich die kaputt schlagen, die Dinger? Nee. Das erinnert wieder an die Demo mit der Blair Witch-mäßige Voodoo-Puppe. Ah, das ist doch das Baby, was auch in der Demo runtergefallen ist auf uns, als wir den Bolzerschneider geholt haben. Das sind lauter solche Figuren. In der Flinte habe ich jetzt leider nichts mehr drin. Aber da kann ich wieder was kaputt schlagen. Oh, 16 Pistole-Munition. Da waren Blutegel oder was drin in der Art. Und ich glaube, Gewitter fängt jetzt da passend natürlich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, jemand sitzt hinter mir. Oh Mann. Dann wollen wir mal. Wow. Herr Uff. Fängt ja schon klasse an. Okay, die mache ich mit dem Messer kaputt. Scheiß Viecher. 8. Februar 1802. Trophäe erhalten. Besser als nichts. Scheiß Viecher. Die habe ich schon in der alten Resident Evil Spiele die Dinger. Also es gibt auch wohl jetzt Winzlingsgegner, nicht nur kleine, sondern winzige Gegner. Ach, dazu könnten auch die Krähe zählen. Oh Mann. Da ist die Mia geflohen. Das weiß ich. Das weiß ich noch. Aber ich glaube, wir kriegen es hier mit der Margaret zu tun. Deswegen lieber mal die Pistole laden. Die wird wahrscheinlich genauso hart wie der Jack sei, nur noch psychopathischer veranlagt, die gut. Also ich persönlich habe mehr Schiss vor ihr als vor ihm. Okay, vielleicht kann ich so Nächtach kaputt schlagen. Oh, das lockt nur die Viecher raus. Geht doch fort. Ah, Mann. Okay, jetzt sind sie nämlich gefährlich, oder? Hörst du auf, du ekliger Schwarm von Ekelviecher? Ach du liebe Zeit. Vielleicht sollten wir das Ding zerschießen? Das bringt wohl nicht so viel. Noch heilen müsste ich mich auch wieder. Scheiße, das wird ein richtig übles Level. Was soll ich denn da noch machen? Gott, da kann ich nur fliehen. Okay. Hab's kapiert. Das ist wohl nicht machbar. Ah, mir kommt die Idee. Wir haben doch in der Demo gesehen, dass das so ein kaputter Flammenwerfer war. Damit müssen wir durchkommen. She's upstairs. Don't go up. Sie ist oben. Geh nicht hoch. Das heißt, wir müssen da hier, wo die Schattenumrisse waren, und müssten da den Flammenwerfer finden. Lass mich in Friede. Scheiße. Genau, und von da ist die Karte des alten Hauses. Salon in die Galerie, da müssen wir rein. Genau, und da waren alte Flammenwerfer gestanden. Die Statue ist jetzt weg. Und der Gang wieder verschlossen. Brennergriff. Okay.
Anscheinend kann er mit etwas anderem kombiniert werden. Mhm. Okay. Haben wir hier wieder zu. Pistole-Munition, das ist gut. Und flüssige Chemikalie ist auch gut. Okay, Schießpulver oder so haben wir jetzt nicht parat. Aber das ist nicht schlimm. Beim nächsten Kraut, was ich finde, kombiniere ich wieder zur Medizin. Bin sehr stark dafür, dass wir hier auf Medizin gehen, wenn überall so hässliche Biester rumschwirren. Inklusive Margaret. Ja, da ist wieder dieses Sackkopfgemälde, was auch in der Demo an der Treppe hing und dann dieses Kichern ausgelöst hat, wenn man noch die Münze gesucht hat. Oder beziehungsweise wenn man das Puppefingerrätsel gelöst hat. Södeler. Was haben wir dann da? Da konnten wir bei der Kassette nicht reinstöbern. Okay. Ah, das ist ein Safe Room, glaube ich, ne? Da war S markiert. Ja. Genau. Kleiner da ist wieder so ein kleiner, ja, Sammelfigur. Okay, was haben wir hier? Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Wow, ich habe jetzt einen Rucksack von, ne? Trophäe erhalten, Backpacker. Cool, das finde ich auch geil gelöst. Also so wie auch die Münze geil gelöst waren, muss ich sagen, dass mir auch das jetzt sehr gut gefällt. Mit einer Rucksäcke finde von mehr Stauraum. Das ist cool. Hätten sie echt cool gemacht. Dann kann ich aber hier nur mal... Nee, Quatsch, ich lasse Schießpulver jetzt mal Schießpulver sein. Munition, Hämmer genug. Boah, wer racht dann doch die ganze Zeit wie ein Schlot? Ich meine nicht, dass es befürwortet wird oder so. Okay, hier speichern wir. Ja, aber überall sind die Aschebecher so zugequarzt. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe keiner von denen bisher Rares sehe. Weder der Jack noch die Margaret noch der Lucas. Also irgendein ominöser Raucher gibt's hier anscheinend. Ja, das war's dann hier mit dem Ding. Noch deine Wackelköpfe sollte ich auch mal Ausschau halten, glaube ich. Okay. Dann sind wir jetzt hier durch. Dann sollte man nochmal in das andere Gebiet gehen. Das heißt, wir müssen nochmal an den Insekten vorbei. Und dort müsste man noch einen anderen Teil vom Flammenwerfer hoffentlich finden. Oder dort, wo die Margaret ursprünglich reingegangen ist, wo wir nicht folgen konnten. Da gucke ich jetzt mal rein. Wow, 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 wow. Wo ist der? Da ist der. Scheißviecher. Mann. Das wird nicht der einzige Jumpscare sein, glaube ich. Okay, da können wir jetzt rein, wo die Margaret ursprünglich war. Wo wir in der Kassette nicht rein konnten. Okay. Gucke ich mal da in den Schrank rein, ob sich da was findet. Festbrennstoff. Okay. Was sagt das Inventar dazu? Ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird, kann alleine nicht verwendet werden. Wenn ich das mit dem Ding kombiniere? Das geht nicht. Okay. Kann ich das vielleicht mit meiner flüssigen Chemikalie? Oh! Zu Brennerkraftstoff. Kraftstoff für den Brenner. Geil. Ich freue mich jetzt schon wie Boller, das Ding zu kriegen. Flintenmunition, dankeschön. Das finde ich hervorragend. Zack, zack. Super. Mit der Flinte fühle ich mich schon etwas sicherer, falls nochmal so ein... Ey, ey! Was ist das? Ah, für Teufel, was war denn das? Ja, da fühle ich mich etwas sicherer. Die Triche finde ich irgendwie anscheinend nicht so viele, wie es aussieht. Und da komme ich auch nicht rein, wenn ich nicht den Brenner habe. Freue mich jetzt schon wie Bolle drauf, den Brenner zu benutzen. Okay, das sind wieder Mistviecher. Okay. Mäh. Schießpulver. Okay. Wir haben hier jetzt glücklicherweise größeres Inventar. Das heißt, sowas ist jetzt möglich wieder aufzubewahren. Psychotonikum ist auch sehr geil. Können wir das wieder irgendwo öffnen? Jawohl. Was ist drin? Ein Dietrich.
Na Allah. Drin war doch was, wo man Dietrich gebräucht hätten, ne? Und zwar hier. Da hätten wir die Dietrich gebrauchen können. Und was ist Schönes drin? Erste-Hilfe-Arznei. Geil. Sofort benutze. Und sonst haben wir doch nichts. Okay. Ich hätte auch ganz gern mehr Dietriche, um ehrlich zu sein. Weil im Haupthaus ist mal vieles entgangen. Wasserspeicher. Vielleicht finden wir ja dort was. Da brauchen wir wohl den Brenner dafür. Da gucken wir uns mal an, was hier ist. Hau ab, du Kotzevieh. Schön, dass die immer platzen, wenn man so attackiert. Bitte Margaret, seine drin. Dankeschön. Denn auf Margaret Baker kann ich gerade verzichten. Oh ja, Brennerdüse. Jetzt aber. Anscheinend kann sie mit etwas anderem kombiniert werden. Batsch, da ist er. Brenner. Ein aus Gerümpel selbstgebauter Flammenwerfer benötigt Brennstoff zum Feuern. Hehehe. Yeah. Verdammte Scheiße, ja. Okay, Kraute mach. Warten wir auf die nächste flüssige Chemikalie. Boah, ja, Mann. Flammenwerfer. Aber ich meine, klar, das ist noch irgendwie erklärbar, dass die Bauersleute oder dass du die Bakers sowas haben. Weil wenn man da wirklich im Sumpf aktiv ist und hat so Mückeplager und solche hässliche Nester, dann kann ich das noch nachvollziehen. Kann ich das Ding anzünden? Na Allah. Na Allah. Scheiß Viecher. Okay, dann laden wir noch. Und da geht's jetzt... Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Elende Mistviecher. Okay, da geht's wohl weiter. Zu was Wichtigem. Aber bevor ich darüber gehe, will ich erstmal im Haus selber nochmal Rambazamba machen. Hey. Weg. Mistviecher. Ich glaube, es hackt. Boah, Mann, ist das ätzend. Da ist er. Scheißvieh. Der wieder zu. Da kann man das jetzt aufmachen, ne? Ey. Kennt's als noch nicht aufmachen. Ich glaube, es hackt. Medizin brauchen wir. Ey, ich habe doch hier alles zerballert, was ging. Überall die Spinne noch. Na? Okay, jetzt aber. Starke und normale flüssige Chemikalie. Eieieiei, das wird noch heftig. Das kombinieren wir zu was Starkem, oder? Ne, wir machen... Ist noch was. Wir machen ein starkes Heiltränkchen und kombinieren das Tote mit und dann wieder volle Pistole-Munition. So. Jetzt gehen wir nochmal da entlang zum Wohnzimmer. Zünden den Scheiß hier jetzt mal an. So. Okay. Zünden wir den Scheiß noch einmal an. Und ich hoffe, es lohnt sich. Na Allah. Das Ding ist weg. Wow, okay, geil. Da geht's zum Geheimgang. Da werden wir vorher nicht rankommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt nicht eigentlich der Storyweg ist. Ah, die letzte antike Münze, die wir brauchen für die Magnum. Okay, das ist nur ein kleiner Raum. Oh oh. Oh, die Mia. Ethan. No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone.
Ups. Daddy, right? You mind if I borrow Mommy for a little bit? Don't you stand there. Do something! Wow. Damn it. Scheiße. Okay, da haben wir die Statue, die ist wichtig für die Passage zu öffnen. Scheiße. Und im Lukas sein Arm ist wieder nachgewachsen. Wir haben ihn ja das letzte Mal bei der Dinner-Szene gesehen. Und dort hat er den Arm vom Jack abgeschnitten gekriegt und jetzt hat er ja wieder beide Arme. Also der scheint extreme regenerative Fähigkeiten zu haben. Scheiße. Und die Mia ist noch aktiv und lebt. Wow. Eine seltsame geformte Skulptur aus Stein. Okay. Und das Psychotonikum, das pfeffer ich mir jetzt mal rein. Und gucken wir mal, was sich so finden lässt. Okay, wow. Was haben wir da? Ah. Hallo, kleiner Kumpel. Cool. Okay, hier hole ich wieder den Brenner. Jetzt brauchen wir was das Ding. Okay. Wow. Okay. Flüssige Chemikalien haben wir jetzt noch abgestaubt. Und Festbrennstoff. Käme nur zu früh. Das kombinieren wir. Und dann laden wir wieder unseren Flammenwerfer noch. Super. Was haben wir hier noch? Brennkraftstoff. Das ist auch perfekt. Haben wir jetzt wieder voll geladen. Okay. Okay, mache ich. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ich stay the fuck out. Ja. Wow. Scheiße. Oh Gott. Das war eben erschreckend. Also zumindest finde ich die alt verdammt gruselig. Die macht mal heide Angst, die Frau. Okay, ich glaube, ich habe mittlerweile kapiert, wie das funktioniert. Nach welchem Aufbau das Ganze folgt. Da ist zuerst die Hülle dran. Und die Hülle muss abgerissen werden. Dann ist der nackige Kern unten drunter. Und den kann man dann abbrennen. Glaube ich zumindest. Huiuiuiui, meine Gesundheit sieht auch nicht mehr so gut aus. Ich sollte nochmal zur Galerie. Und sollte nochmal irgendwie speichern, wenn möglich. Jetzt ist nämlich die Mama auch noch hier im Gebiet. Und ich habe keinen Bock, dass die Mama wütend wird. Die ist eh schon ein bisschen arg gepisst. Seitdem der Papa arg gezündet und zermatscht worden ist. Beziehungsweise seitdem ich den Papa zersägt habe. Mann, 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 Mann. Wow, aber Ann Baker wenigstens weniger. Okay, was wollte ich denn hier noch machen? Irgendwas wollte ich noch. Flinte, Munition habe ich nie. Ich warte auf ein Reparaturset. Aber da kann ich die Pistole ja auch erstmal verstauen, ne? Dann die Münze kann ich erstmal verstauen. Und dann haben wir Pistole-Munition en masse. Wissen wir was, die verstaue ich auch erst einmal. Die Flinte-Munition lasse ich noch da. Dann wird nochmal gespeichert. Wow, nur ein großes Heilmittel habe ich noch parat. Aber Mann, oh Mann. Oh, wird das ein Spiel, wird das ein Ding. Wenn jetzt die alt kommt, die hat mir ja schon in der Videokassette unglaublich Schiss gemacht. Aber jetzt auch noch das, oh, das wird die Hölle mit den vielen Insekten hier. Mann, 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 Mann. Du ist der Flammenwerfer leider nur ein kleiner Trost für mich. Okay, wie war das? Wir müssen das Ding so drehen, ja. Da sind wir schon gut dabei. Jetzt muss es noch ein bisschen in die Richtung. Jetzt sind wir doch schon fast durch, oder? Das
War doch relativ ähnlich. So. Ne, so will das nicht. Muss ich doch ein bisschen feiner noch machen. So, ne? Nur umgekehrt das Ganze. Mhm. So rum. Mhm, genau. So. Jawohl, so passt er. Wow. Okay. Ich meine, ich finde sie auf der Enderseite schon irgendwie geil gemacht mit den Dinger. Aber ich freue mich echt, wer baut sowas? Und wie wird sowas architektonisch gemacht? Dass ein Shutter, wenn er reinfällt in der Form. Dass der dann exakt die Tür öffnet. Ah, lauter Tausendfüßler und Blutegel und Spinner. Pfui Teufel, da hätte ich auch einen immensen Ekel davor. Okay, wow. Ach nee, da hätte ich ja tatsächlich Doriva gekannt noch. Aber da hat die Alt gesagt, ich soll mich verdammt nochmal verpissen von dort. Weißt du was, ich krabbel jetzt nochmal den ekligen Gang zurück. Gespeichert haben wir, jo. Aber geil gemacht. Echt geil gemacht. Okay, die Alte hat zwar gesagt, wir sollen uns verpissen. Aber ich probiere es jetzt trotzdem. Ich probiere es einfach. Ich wollte noch dahin, wo wir den Flammenwerfer gefunden haben. Oder gebastelt haben. Da wollte ich nochmal gucken. Oh oh. Oh fuck. Heil dich doch, Ethan. Okay, krasser Scheiß. Mist, wo bin ich denn jetzt lang gelatscht? Ich depp. Oh Gott. Die sucht noch mir schon. Da muss ich durch und dann da rüber. Scheiße, da hat sie zugemacht. Oh, nee. Okay, wenn es gegen die geht. Aber auf der anderen Seite bei den Insekten. Mist. Das muss ich jetzt aushalten, den Schmerz. Ey, wenn die mich mal in Frieden lassen könnten, die Mistviecher. Oh oh. Da ist er. Und genau da, wo ich lang will. Schade, dass ich mit nichts schmeißen kann oder so. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Die sieht mich jetzt. Verpiss dich! Gott! Oh Gott, mir ein Gekurpel. Ich will mich nicht zeigen. Ah, da ist so ein magisches Tier. Oh Gott. Er kommt doch her. Ach, Scheiße. Mann. Komm her, komm her. Scheiße. Ey, die rotzen aber Schaderei wie noch was, die Viecher. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja Wunder, wenn ich die Scheiße hier überhaupt überlebe. Ich muss anscheinend doch dort durch, wo ich ursprünglich reisen sollte. Da komme ich nicht durch.
Gott. Jetzt muss ich nur irgendwas stechen und ich bin kaputt. Ja, geh do lang. Geh do lang. Oh Gott. Aber ich glaube, ihr liebe Leute, ich muss auch hier einen Cut setzen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Resident Evil 7 Biohazard auf Pelzig, wo es dann weitergeht. Jetzt habt ihr mal etwas größere Extended-Episode wieder gehabt. Und ihr seht mich dann wieder beim fröhlichen Sterben in der nächsten Episode. Ich weiß nicht, wie ich das alles überleben soll. Boah, das ist so heftig. Das alte Haus ist noch viel grässlicher als das Haupthaus. Oh, ich wünsche mir den Jack wieder zurück. Also machen's gut. Bis morgen. Ihr seht, was euch dann erwarten wird. Iron Yankee. Grundgütiger. Den Krähenschlüssel. Alter, wie eklig ist denn das? Well, did he find a serum? I. Hotel and a road, either